Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee zurück bei Let's Play Layers of Fear Uff Pelzig. Und zwar spielen wir Inheritance weiter nur deswegen, weil ich mal kurz reingeguckt habe, ob der Download funktioniert hat und das hat er. Und ja, ich mache hier derzeit eher noch Outlast 2, nur die kleinere Horror-Let's Plays. Und es hat sich so angeboten, dass ich zuerst The Walking Dead Michonne gemacht habe. Und jetzt natürlich nochmal Layers of Fear. Das hat mich so überrumpelt, würde ich schon fast sagen. Das war großartig. Und da wollte ich natürlich jetzt auch das DLC spielen. Und ja, verlieren wir doch einfach keine Zeit und gehen da wieder rein. Das macht nichts, mein derzeitiger Fortschritt war nur, dass ich die erste Sequenz beendet habe. Also ich habe mich noch nicht großartig spoilern lassen. Ja, Layers of Fear, das Hauptspiel, hat mich ja schon total begeistert. Und ich wollte eigentlich auch das DLC spielen. Nur bin ich irgendwie, wie soll ich sagen, nicht so dazugekommen, das direkt noch zu spielen. Und da ich aber momentan eher nur kleinere Horrorspiele vorgesehen habe, bieten sich jetzt natürlich die DLCs an, um dann nochmal den vollen Umfang von den großen Horrorspielen zu kriegen, die ich jetzt gespielt habe, beziehungsweise von den etwas größeren Projekten. Obwohl Layers of Fear jetzt nicht das riesige Projekt war, hat es doch mit seinem einzigartigen Charme überzeugen können und mit seiner Bildgewalt, die es mit sich bringt. Und gerade deswegen war mir das wichtig, jetzt auch nochmal das DLC zu spielen, um eben dieses Indie-Projekt Layers of Fear nochmal in aller Gewaltigkeit und in all seinem pompöse Erscheinen und in seiner Gedanke-Psychospiele nochmal zu unterstützen. Also da an der Stelle wirklich nochmal ganz großes Lob an die Entwickler. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Ich hab jetzt schon eine dicke, fette Gänsehaut. Wenn man sich das überlegt, dass ihren Vater nur am Rumkreischen war, wie sie das jetzt erlebt hat. Jetzt haben wir mal eine Taschenlampe parat. Das muss die Hölle gewesen sein, wenn man den Vater nur als kreischendes Monster erlebt. Und natürlich prägt ihm sowas auch. Jetzt sind wir im Haus zurück. Haben sogar eine Taschenlampe, wahrscheinlich irgendwie von der ersten Taschenlampe. Und ich bin mal gespannt, was wir hier jetzt alles finden werden. Wie war dann das nochmal mit der Steuerung? R1 oder L1? R2 war das, okay. Lieber Freund, heute will ich, bevor ich zu meinem neuen Termin aufbreche, einen letzten Versuch unternehmen, mit Ihnen zu kommunizieren. Da Sie offenbar beschlossen haben, auf meine Anrufe und Briefe nicht zu antworten, will ich persönlich mit Ihnen sprechen. Wenn Sie dies lesen, ist mir das nicht gelungen und ich möchte mich dafür entschuldigen. Sollten Sie mich ignorieren, werde ich diesen Brief unter Ihrer Tür durchschieben. Hoffentlich können Sie wenigstens lesen, oder können Sie ihn wenigstens lesen, Entschuldigung. Falls der Umstand, dass ich an Ihre Tür geklopft habe, Ihnen Unbehagen bereitet hat, sollten Sie um alter Zeiten willen wissen, dass dies nicht meine Absicht gewesen ist. Ich wünschte Ihnen sagen zu können, eine wundersame Lösung für Ihr Problem gefunden zu haben, doch das ist leider nicht der Fall. Sie sollen wissen, dass ich als Ihr gesetzlicher Repräsentant immer mein Bestes getan habe, so wahr mir Gott helfe. Leider bin ich der Meinung, dass die Probleme, mit denen Sie kämpfen, weit über meine Expertise hinausgehen. Ich fühle mich jetzt erneut genötigt, Sie zu bitten, professionelle Hilfe aufzusuchen. Doch seien wir ehrlich, wenn Sie auf mich hören würden, hätten Sie das schon längst getan. Es tut mir leid, dass es so enden musste, doch ich werde immer an Sie und Ihre Familie denken. Ihr alter Freund James Jerome Sattler,
Rechtsanwalt. Ja, es ging immer nur um den Vater. Anders kann man es nicht sagen. Es ging immer nur um den wahnsinnigen Künstler, um ihn in seinem Wahn zu unterstützen, um ihn in seiner Kunst zu unterstützen. Und seine Familie war nichts anderes als Muse und Tarnung für die Öffentlichkeit. Und als die Frau dann verbrannt war, dann war alles weg. Dann ist alles zusammengebrochen, was er sich da aufgebaut hat. Wir starten auch wieder exakt dort, wo wir bei Layers of Fear vom Hauptspiel gestartet sind. Und jetzt sehen wir das Haus auch mal, wie es wirklich ist, denke ich. Weil sie hat ja keinen Grund, das im Wahn zu sehen, erste Mal. Wir sehen überall die Farbschmierereihe. Oh Gott, Geigemusik. Es tut mir leid, das Sache zu missen, aber Geigemusik ruft in mir sehr viele Emotionen hervor. Zum Ende ist es eine meterdicke Gänsehaut, die ich gerade wieder habe. Und zum anderen ist, dass mich Geige sehr rührt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. So Instrument, was euch zu Tränen rührt. Aber bei mir ist es häufig bei Geige der Fall. Nicht immer, aber sehr häufig. Gerade wenn es wieder mit Emotionen verbunden ist. Und das ist hier glücklicherweise auch noch nicht so stark der Fall. Ja, jetzt haben wir die Taschenuhr. Mit dem Jugendbild wahrscheinlich von ihr. Mit dem Löwe hin. Und nee, es ist nicht aus Sturmwind, die Uhr. Für jeden WoW-Fan. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße, alles zugenagelt, alles voll mit Farbkleckser. Da geht's zur Werkstattreihe. Boah. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt in die Werkstattreihe gehe, beginnt ihren Wahn. Deswegen machen wir das Ding erst einmal zu. Und ich mag mich nochmal umgucken. Boah. Die Küche war hier, glaube ich. Genau. Ich frage mich persönlich, ob er jetzt gerade noch hier im Haus rumwatschelt oder ob er schon längst weg und oder tot ist. Das würde mich interessieren. Ich habe hier im Hauptspiel, würde mich ja interessieren, ob die Entscheidung berücksichtigt wird. Ich habe hier eigentlich das gute Ende freigeschaltet. Oh, das ist aber auch sehr bedrückend hier. Aus dem einzigen Stillleben mit Obst und mit Gemüse ist einfach nur tristi, leere Schale mit dem gebrochenen Brotleibwoche. Uah. Ja, würde mich interessieren, ob mein gutes Ende, was ich freigeschaltet habe, berücksichtigt worden ist. Und ob er jetzt sein Magnum Opus, sein Selbstporträt beendet hat, weil er ja auch festgestellt hat, es geht tatsächlich immer nur um ihn. Es sind nach Geschöpfe und gar nichts mehr vorhanden. Und ob er deswegen vielleicht jetzt raus ist, um das Ding nochmal zu veröffentlichen? I swear, that dog doesn't shut up. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Boah, und das andere aus der Kinderperspektive. Und das andere mit so kindliche Kritzeleier. War die Umgebung. Ach du Scheiße, ich merke, es ist wieder ein fettes Kunstspiel. Und es arbeitet mal wieder mit Psyche und er scheint hier zugemauert zu haben. Oh. Ach du Scheiße. Oh, jetzt habe ich wieder Gänsehaut und ich krieg gerade Pipi im Arsch, wenn ich das sehe. Das hat jetzt zu dem Flashback gepasst. Er kreischt mal wieder rum wegen dem Hund, sie weint und er hält das Tier über der Herd. Ey, was für eine kranke Drecksau war der Kerl. Der ein Tier, wahrscheinlich noch ein junger Welpe, der gepinst hat, weil er raus will und Auslauf braucht und weil er mit der Tochter gespielt hat oder so, dass er das Tier über der Herd hält. Was für eine perverse Drecksau kann man dann sein. Wo auch noch die Feuer, die Flamme aus dem Herd rausgehen. Hey, wie pervers und
abartig kann man gegenüber Lebewesen sein? Das geht gar nicht. Natürlich wieder seine Medizinflasche, der Bourbon. Oh, und was als Hass begonnen hat bei Layers of Fear, verwandelt sich gerade in brodelnde Galler, wenn ich an den Typ denke. Das ist der egoistischste Riesenarsch, den ich, glaube ich, in einem Spiel jemals erlebt habe. Die Küche hat er weiß angemalt in seinem Wahn. Oh Gott, ist das furchtbar. Was für ein furchtbarer Mensch war das. Und das, jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch normal, wenn man in dem Haushalt bei dem Typen Knacks kriegt, oder? Das kann man doch nicht unbeschadet überstehen. Messer und nur Notizen, die ich nicht lesen kann. Hier ist nichts drin. Ich gucke mich natürlich wieder um, überall. Da ist wieder was. Mein Liebling, ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, Frau Mustermann, hilf mir. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag es mir verdammt nochmal! Womit habe ich das verdient? Ich habe mein Bestes getan, das weißt du doch. Ich habe dir alles gegeben. Du verdammte eigensüchtige Schlampe. Warum hast du mir das angetan? Alter, was ein Psychopath. Wenn er eigennützig und egoistisch war, dann wohl er. Dann wohl er. Die Frau hat einfach nur den dummen Fehler gemacht, sich in ihn zu verlieben und ihm weiterhin die Stange zu halten, selbst in seinem Wahnsinn. Gott, wie grässlich. Oh. Das Badezimmer. Da muss er der eingetreten haben. Wahrscheinlich, als er hier der Augapfel gesammelt hat, wobei ich immer noch nicht weiß, ob das wirklich ist oder nicht. Spiegel hat dazu geschmiert, das heißt, wir sehen uns leider nicht. Das Wasser scheint schon seit langer Zeit abgestellt zu sein. Aber es ist auch egal, ob die Leitung offen ist oder nicht. Oh Gott, tot die Rat. Und das Summer von der Fliege ist auch noch, ja, nicht so toll gemacht jetzt, aber, Ja, das ist nur Stillleben, das ist ein wahrer Jackson Pollock, den er hier reingeschmiert hat. Hawaii, visit, why visit for hell? You deserve it now. Da hat er jemand an die Palmen baumelnd gemalt, ohne drunter Knochen, Schädel und jede Menge Kreuze. Hawaii, warum auf die Hölle warten? Du verdienst sie jetzt schon. Ach du Scheiße, Mann. Ich habe nur irgendwie die Befürchtung, dass der Spinner irgendwo hier noch rumwuselt und sobald ich den hier mache, steht vor mir und kreischt irgendwas Wirres. Das ist die einzigste Angst, die ich derzeit in dem Spiel verspüre. Okay, das war wieder die Abstellkammer, wo man auch die Werbung für die Rattefalle-Lieferante gefunden haben, glaube ich. Und da ist wieder was. Er, wie er total verschüchtert in der Kammer drin sitzt mit der Rattefalle um sich und das Ganze mit Aare links und rechts, sie das beobachten, die Szenerie. Oh. This place is a mess. Ja. Oh, wieder ein Flashback. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Ach du Scheiße, es heißt, sie hatten auch in seinem Wahn gesehen, wie er dort drin war. Das hätte er sich einfach nehmen sollen und es beenden sollen, der Scheißkerl. Ja, sie hat ihn wohl gesehen, wie er dort drin sitzt und mit der Luft spricht und mit seiner eingebildeten Ratte spricht. Und als sie ihn dabei gesehen hat und er sie dabei gesehen hat, muss er sie wohl ganz grob wieder rausgeschmissen haben. Gott, ich verspüre echt nur Hass auf den Kerl. Das ist so heftig. Wie der alles und jeden einfach nur ignoriert hat. Da war der wohl ein Lichtschalter ursprünglich, oder?
Gehen wir halt so in den dunklen Keller runter. Okay. Da ist noch was umgestürzt. Damit kann ich leben. Mann, 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 Mann. Das ist so heftig jetzt schon wieder, wenn ich mit dem Ganze wieder einsteige. Aber die ganze Emotionen, die ganze Leidenschaft vom Hauptspiel stürzt jetzt wieder über mich. Lieber Herr und Frau Kirkstein, ich flehe euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Gebt sie mir zurück! 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 Mit freundlichen Grüßen, Max Mustermann. Scheiße. Also bei der Familie Kirkstein ist die Tochter aufgewachsen, die wir hier spielen. Das ist natürlich ein sehr toller Brief, der auch sehr viel über seine geistige Gesundheit aussagt. Oh oh, was kommt jetzt wieder ein Flashback? Oh, die Mutter am Klavier. Oder? That's not how it went. Maybe... I told you never to come down here. Nee, eher am Klavier. Ach du Scheiße. Dieser überdominante Vater, der über dem ganzen Anwesen wie ein riesiger Schatten liegt. Oh Gott. Oh, das ist so furchtbar. Es gibt kein einziges Scheißbild, auf dem sie lächelt. Die sind alle immer nur so bösartig dargestellt und so herrig. Jetzt auch die Mutter im Rollstuhl, die sie am Klavier getriezt hat, und zwei Künstler. Alle nur, beide nur furchtbar anscheinend zu ihr. Und sie steckt je die Kinderzeichnung wahrscheinlich ein, weil die sind dann nicht mehr an Ort und Stelle. Der Vater hat nur Scheiße gebaut mit seiner Kunst, die Mutter hat sie nur am Klavier getriezt und sie wollte beides nicht. Aber natürlich wollte sie ihre Eltern glücklich machen und von ihnen gelobt werden. Und das ging wohl nur über die Kunst. Okay. Wieder das Bild von einem Kleinwüchsiger. Das furchtbar hässliche, realistische Gemälde von seinem Kunde, den er angeplärrt und beleidigt hat. Landschaftsbild liegt hier. Oh Mann. Ich bin immer gespannt, was passiert, wenn wir in ihr Kinderzimmer gehen. Das ist auch ekelhaft. Oder Nachtmar wieder. Oh Mann. What's wrong with this thing? Jetzt verkack mal bitte nicht Batterie, das wäre nicht so schwer. Ich mag mich hier erst nochmal umgucken. Eventuell finden wir ja hier nochmal irgendwas Interessantes. So in die... Ach ja, da. Ratte, Lügen, 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 Lügen. Okay. Die Dinger, die ich auch nicht aufsammeln wolle. Ah, der Hund. Oh, der ist wieder sturzbesoffen. Oh, hey there, princess. You want to sit on Daddy's lap? Come on, it's okay. Da hat er wohl dann wieder probiert, so ganz miserabel und schlecht im Suff nochmal ein Vater zu sein. Was für jeden Vater eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Wenns Kind herkommt, na, magst du dich mal auf den Schoß hocken, und dann hockt man sich drauf und dann läuft alles ungezwungen. Und bei ihm halt so total erzwungen, misstrauisch, widerwärtig, pseudofreundlich. Papa, und die Claire wird wahrscheinlich Schiss gehabt haben ohne End. Bei der Monsterfigur von einem Vater. Oh, sie wieder für eine verschlossene der, wo nur Schatten rauskommen. Das ist wahrscheinlich sein Arbeitszimmer, glaube ich, ne?
Nicht sein Atelier, was ein Arbeitszimmer. Das ist das Schlafzimmer mit dem Grammophon, genau. Ich erinnere mich. I don't remember that being there. Oh, was kommt jetzt wieder? I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Ugh, it hurts so much. I can't take it anymore. Why won't you help me? Oh, you're just like your father. You don't care about me. You probably wish I was dead. Oh Gott, wie furchtbar. Also, ach, die Mutter war nicht wirklich Hilfe. Ach, die Mutter war nur am Kreischen und am Selbstmitleid versinken. Oh, nee. Sie sitzt weinend im Schrank, während der Vater tobt und kreischt und brüllt, und sie sitzt voller Schmerzen im Bett. Die Mutter. Und ach Gott, ich kenn jetzt gerade heule wieder, wenn ich sowas sehe. Aus der Perspektive von der Tochter ist es nur noch furchtbarer, das Ganze. Die Schränke sind vernichtet, das Bett ist zerschlagen. Ach Gott, wie grausam. Das ist alles so grausam und in Ruine. Oh Mann. Oh Mann. Können wir das Ding wenigstens verwenden und... Passiert irgendwas? Nee. Achso, mir hängen ja keine Platte. Okay. Ich mag jetzt zwar die Episode noch ins... Ist da irgendwo Türzugang? Oder... Ich hoffe, der ist nicht hier. In seinem wirren Zustand. Ich mag jetzt mal in seiner Oh, das ist zugeschlossen. Na gut, da hat sich das erledigt, ihr liebe Leid. Steht Sarah, um der Recht kümmern wir uns morgen bei Let's Play Layers of Fear Inheritance auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.